Es hat geschifft hier die ganze Nacht. Jetzt gehe ich ohne Surfbrett mal zum Pier, aber nicht wegen dem Regen. Sondern es hat jetzt halt heute am Morgen schon viel Wind. Und das macht das Ganze ein bisschen durcheinander und ein bisschen unbrauchbar. Aber ich will gleich schnell schauen. Währenddem ich hier parkiere in Manhattan Beach, beim Pier, kann ich euch ja erzählen von meiner nächsten Episode. Und das war für mich eine ganz besondere Episode. Und zwar konnte ich auf Arizona. Und dort habe ich mich mit dem Rancher, dem Travis Flake, getroffen. Und das war eine ganz spannende Geschichte, bis ich überhaupt bei der war. Ich musste nämlich das Flug nehmen bis Phoenix. Mit dem Auto von hier fahren wären wir zu viel gewesen. Da hätte ich irgendwie 9-10 Stunden Auto fahren können. Und dann einfach dort vor Ort ein Auto gemietet. Aber das Auto habe ich dann von einer Privatperson gemietet, weil ich Geld sparen wollte. Und das war in sich schon ein Abenteuer, bis ich überhaupt ein Auto hatte. Aber alles ist gut gegangen. Ich habe von Phoenix noch 3 Stunden in das sogenannte High Country rauffahren. Das ist etwa auf 1500, hätte ich geschätzt. 1500 Höhenmeter ist das Suchen. Und zwar in Navajo County, also gerade beim Indianerreservat. Und weil ich auch ein bisschen Geld sparen für das Hotel, habe ich dann im Karren gepennt. Und das ist dort oben eigentlich auch problemlos gegangen. Es war nämlich auch angenehm kühl. In Phoenix, wo ich gelandet bin, war es fast 40 Grad. Aber dort oben ist es dann um die 24, 25 Grad. Und das ist dann eigentlich perfekt gegangen. Dann habe ich mich mit dem Rancher getroffen. Und das war super. Er hat mich mitgenommen auf verschiedene Sachen. Unter anderem sind wir Rinder getrieben und haben die Rinder von einem Feld, also ja, Feld, das ist eine halbe Schweiz, ins nächste Feld getrieben, dass sie noch ein bisschen das Gras geschont für im Winter, wenn es dann ein bisschen karger wird. Und das machen die bei Ross dort, weil mit dem ATV hätten sie keine Chance. Die haben dort so Flüssli und Einschnitte im Land, wo sie mit Fahrzeugen nicht durch könnten. Und dann hat er mich also auf so ein Ross geschossen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich musste gleichzeitig mit einer Hand noch eine Kamera haben und filmen. Und mit der anderen Hand habe ich dann das Tierli müssen steuern und mich gleichzeitig mit ihm unterhalten und konzentrieren und dann noch schauen, wo ich etwa durchfahre, hätte ich bald gesagt, durchreiten. Also es war ein kleines Unterfangen. Und er erzählt auch, wie er so das Leben anschaut, wie er umgeht mit Risiko und mit den harten Seiten des Lebens. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das auch sehr genossen. Beim Schneiden habe ich dann auch gemerkt, wie ruhig das der Travis eigentlich ist. Ich glaube, das haben unter anderem Leute, die viel in der Natur sind, so an sich. Und das hat sich dann ein bisschen widerspiegelt, wie ich den Film zusammengestellt habe. Ich konnte das viel ruhiger angehen, als sonst bei anderen Sachen, die dann viel schneller und ein bisschen nervöser müssen sein. Und hier konnte ich einfach auch mal ein Zeitchen die Kamera laufen und dann kann man auch ein bisschen die Natur reinziehen, wo wir dort durchgeritten sind. Wie ihr seht, es ist immer noch am Regeln. Der Wind ist zwar stark, ich hoffe, wir verstehen mich dann noch. Ach, das ist echt da. Pierflicken, ist er am Vergageln. Surfer hat es nicht Menge. Es ist der Brad ist draussen. Er ist Ingenieur bei Boeing. Und ihn sieht man hier alle Tag. Hey Brad! It's René! How we doing? Good, thank you. You're not easily scared away by the weather. Dem hier sagt man North Side of the Pier. Und da bin ich eigentlich fast alle Tag. Ausser wenn es ganz gross ist, dann versuche ich die Alpen hier im Süden, Richtung Palos Verdes, ein bisschen Unterschlupf zu finden, dann sind die Wellen meistens ein bisschen kleiner. Aber das war jetzt schon lange nicht mehr. Das ist meistens irgendwann im Winter, wenn die grossen Swells kommen. Jetzt durch den Sommer bin ich eigentlich immer hier gewesen.
kennt man mittlerweile auch alle, die draussen sind, bei Namen und Beruf. Und dann kann man einem etwa mal reintroppen, ohne dass man gelüncht wird. Ja gut, währenddem dass ich mich hier noch ein bisschen rumtummeln und dem Brett zuschauen, würde es mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Gönnt euch doch die Cowboy-Episode. Und dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Also, merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier war gerade ein Seil. Seht ihr? Draussen hat es Delfine, die die Vögel sind. Seht ihr Delfine? Pelikane hat es, Möwen. Aber ihr seht, bei diesem Mit ist natürlich nichts von Surfen. Man hat jetzt auch keine Surferfreude.